wir sowieso nichts von. So, jetzt habe ich ein anderes Thema, und zwar Nebeneinkünfte Politiker hier in Deutschland. Oh, Da gibt's ja, genau, was hast du mir dazu zu... Ja, das ist ein heißes Eisen, Leute. Das ist ja nicht normal so jetzt, ne? Was da abläuft immer. Ey, was die Leute verarschen, das ist das Allergrößte. Das ist unverschämt so, das ist schon dreist. Weißt du, also wenn man das hört, jeder Hartz-IV-Empfänger muss die Hosen runterlassen, hör mal. Weißt du, muss alles preisgeben. So, wenn eine Anträge stellt, ja, womit das was zu tun, ja, wenn du eine läppsche GEZ-Befreiung haben willst, dann musst du, weiß ich, was angeben. Und die machen Nebeneinkünfte, als wenn die nicht genug Geld verdienen. Erzählen uns immer hier und da, und ich weiß ja nicht, wo die Zeit herholen. Dass so ein Steinbrück hingehen kann und kann sich da 300 Vorträge halten, und wann sitzt er dann im Bundestag? Sonntags oder was? Ja klar, logisch, wenn er so hätte, ne? Ist klar, ne, das geht ja nicht, man glaubt mir das. Die verdienen schon genug. Und nicht in 3 Stufen, wie die sagen hier, ach ja, wir machen eine Stufe, 2, 3. Nein, was die verdienen und bei wem sie es verdienen. Ganz einfach, klare Sprüche, ganz klar. Das sind Volksvertreter. Die können uns nicht vorschreiben, wir müssen das machen. So, und die vertreten uns, die halten sich an ihre eigenen Gesetze nicht. Das geht nicht. Und wo gibt es dann sowas? Der Steinbrück hat ja 89 Vorträge gehalten in einem Jahr und hat dabei 1,1 Millionen Euro verdient und hat das offengelegt. Ja, da muss man sich mal reinziehen. Das kann doch nicht Sinn. So, dass der das jetzt offengelegt hat. Hör mal, wenn er nicht da zu dem Bundeskanzler oder ernannt worden oder was er werden möchte, dann wäre das nie rausgekommen. Was soll die ganze Scheiße? Das ist alles Scheiße. Das ist, hallo, sorry. Was soll man dann so sagen? Vor allen Dingen, wenn ich diese schönen Reden immer höre, die reden immer hier und da, weißt du, diese ganze Laberei, das bringt sowieso nichts. So, wir sollen Butter bei der Fische, sollen nicht alle zugeben, alle. Der Fisch, der stinkt am Kopf und nicht am Schwanz. Die sollen nicht alle zugeben. Das sind nicht umsonst Anwälte, die haben studiert, Anwalt, die können alle gut reden. Ganz einfach. Im Endeffekt wird es denen jetzt alle eng. Weißt du, zeige ich einen mit dem Finger auf den anderen. Haben alle genug Dreck am Stecken. Das ist einfach so. Das ist eine Frechheit. Das ist Verarschung des Volkes. Wir werden alle verarscht. Ganz einfach. Die Leute sagen, lieber lassen wir den Politikern das Recht, diese Nebeneinkünfte zu haben, damit die Leute weiterhin auch Interesse haben, als Politiker zu arbeiten, als dass wir es verbieten und dann in der Politik nur die absoluten Pfeifen rumlaufen. Also pass mal auf, Pfeifen laufen sowieso fast alle rum. Sind alles so, weißt du, so wie Mainzelmenschen. Und 400 das Ding, ziehst dran und machen sie alle so. Also brauchen wir gar nicht drüber reden. So, die sind nicht in der Politik gegangen, weil sie das Volk vertreten oder weiß ich. Die Einzigen, die sie vertreten, sind sich selber. Die vertreten nur sich. Vertreten aber nicht das Volk. Die sollen nicht immer so einen Schluss reden. Weil sie wollen den Leuten immer was verkaufen, was ja nicht so ist. Also von daher, und mit dem Wort Pfeifen, ja, hör mal, weißt du, ich kann nur eins sagen, die Politiker, die haben Spesen, die haben Dienstwaren, die brauchen auf nichts zu gucken, tun ihre Fäden spinnen da. Ich will mal eins sagen, Deutschland ist in Wirklichkeit ein ganz korruptes Land, nur es wird immer so getan, als wenn wir hier eine Demokratie hätten, als wenn es das nicht wäre. Das ist alles versteckt. So. Und irgendwann kommt es immer mal ein bisschen hoch. Aber in Wirklichkeit ist das nicht, wir sind nicht anders wie andere Länder auch. Wir sollen also nicht immer so einen Scheiß erzählen, nicht so was hören. Was sie den Leuten immer verkaufen, wie sie Leute sagen, ja, wir müssen das, Demokratie, was ist das alles? Das ist eine Verlogenheit ist das, sonst nichts. Eine Verlogenheit. So. Als wenn wir alle doof sind, als wenn wir das Eis hier oben lecken, mit der Stirn. Das ist klar. Mag ja sein, dass es welche gibt, die das machen. Ja, aber was soll denn der Per Steinbrück sonst machen, außer es offen zu legen? Mehr kann man auch nicht machen. Darauf kann ich dir sagen, was der machen hat. Das muss er nicht nur offenlegen, der muss auch sagen, wo er war. Wo er gesprochen hat, ob er für Banken gesprochen hat oder ob er für RWE gesprochen hat oder keine Ahnung, für die Institutionen, wo die Kohle von ihm gekriegt hat, darüber, damit man sehen kann, ob der Mann nicht voreingenommen ist, wenn er mal Bundeskanzler ist, wie unser Herr Schröder gemacht hat für Gazprom. Der sitzt beim Gazprom, der Schröder, hat in der Politik schon als Bundeskanzler schon vorgearbeitet, weil er da schon wusste, dass er da hingeht, der Vogel da. Was ist das dann für uns? Ja, solche Politiker brauchen wir. Dann setze ich mich auch dahin. Bin ich auch hier im Bundeskanzler. Hallo? Was ist das dann? Das geht ja gar nicht. Wie? Was ist das denn nochmal? Das ist ein gewöhnliches Konzert. Nee, das geht nicht. Also brauchen wir ja nicht drüber reden. Offenlegen alles, was sie verdienen. Punkt 1, Punkt 2, wo sie gesprochen haben, bei wem und wie viel. Punkt. Und dann kann man sehen, Schluss, aus, Ende. Und die verdienen nicht zu wenig. Wenn du überlegst, die Leute, man muss ja mal reinziehen, hör mal, ab nächstes Jahr dürfen Leute 450 Euro verdienen, 50 Euro mehr, wie dem, was sie heute verdienen dürfen. Man muss ja mal reinziehen, was haben die Leute davon? So, der Strom wird teurer, alles teurer, sind nicht 50 Euro wieder weg.
Also hallo, wir sprechen hier über Dimensionen, hör mal. Und dann wundert sich, dass zwischen Reich und Arm die Kluft immer mehr auseinandergeht. Das ist eine ganz normale Geschichte. Wollen wir gar nicht drüber reden. Also unter Volksvertreter werden schon gut bezahlt. Also sollen sich auch mal ein bisschen den Arsch aufreißen. Sollen wir was für ihr Geld tun. Ganz einfach. Und nicht immer blöde Reden schwingen. Die reden da immer, hallo. Dann gehen wir den Nackenhaare hoch. Ja, ist wirklich so. Also muss man mal. Aber da kriege ich Ohrenkrebs hören, wenn ich die Rede höre. Ja, was ist das denn? Nee, das geht ja gar nicht. Also da brauchen wir ja nicht drüber reden. Nee. Muss mal tacheles gesprochen werden. Ganz einfach. Ganz auf den Punkt gebracht, fertig. Und nicht immer, die drehen sich ja wie Würmer. Aber wie gesagt, Berufspolitiker sind auch Berufsanwälte. Die haben eins gelernt, reden. Genau.